und herzlich willkommen zu einer Partie, die normalerweise sehr viel Spannung bringen müsste. Das liegt ganz einfach an der Tabellensituation, denn beide Clubs sind leistungsmäßig ganz dicht beieinander, Sebastian. Völlig richtig, Tom. Und heute geht es eventuell schon darum, wer sich dann etwas absetzen kann, vielleicht so ein bisschen oben ranrückt. Und beide Mannschaften wissen natürlich auch, was für eine Bedeutung diese Partie hat und wollen unbedingt 3 Punkte aufschauen. Was für eine Übersicht. Ja, wer bitteschön aus der eigenen Mannschaft hätte dieses Zuspiel verwerten sollen? Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Ein Weltklasse-Pass. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. Klasse Zuspiel. Gut gemacht. Der Torhüter wird hier schon geprüft. Hoffentlich ist er gut in Form. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Ah, wunderbar gesehen. Jetzt kann er sich in aller Ruhe seine Anspielstation aussuchen. Völlig richtig, diese Elfmeterentscheidung. Der war ja noch nicht mal am Ball. Er konzentriert sich noch mal kurz. Tor! Da war der Torwart noch dran. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und der Keeper kommt als erster an den Ball. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und sie werden immer offensiver. Ich glaubt aber keiner mehr dran. Abstoß. Und den hat er super rausgeholt. Weg mit dem Ball. Da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Achtung, genau in den Lauf. Und sie stürmen nach vorne. Ja, die Abwehr steht klasse, souverän. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, wer den Gegner so im Zweikampf trifft, darf sich über Gelb nicht beklagen. Ich weiß nicht, warum er über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul.
und das ist schon klasse, wie er das macht. Jetzt komm, den muss er doch eigentlich verwandeln. Pfosten und... Also wie der hier in die Zweikämpfe geht, das ist schulmäßig. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Ja, so kannst du keinem Torhüter Angst einjagen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefaulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton, völlig zu Recht, finde ich. Und das sieht gefährlich aus. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling, also Torwahnsinn, die Zuschauer sind außer sich vor Freude. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und das war wirklich klasse gemacht. Eiskalt voll Schreck vor dem gegnerischen Kopf. Die erste Halbzeit ist vorbei. 2:0 der Spielstand. Ein Spiel ohne die ganz großen Höhepunkte bis jetzt, wenn man mal von der Elfmeterentscheidung des Unparteiischen absieht. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Und die zweite Halbzeit läuft. Schöne Aktion über mehrere Stationen. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Gut gemacht vom Keeper. Ein böser Zusammenstoß bei diesem Zweikampf. Ein Albtraum für die Stürmer. Diese Abwehr hat bisher auf alles eine Antwort. Als hätte er es geahnt. Und jetzt drängt sie nach vorne. Ja, gut gespielt vom Verteidiger. Oh, da hat sein Gegenspieler aber geschlafen. Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. Gut verteidigt. Gut gesehen vom Verteidiger. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. So leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Genau so stellen wir uns das vor. Sie harmonieren wirklich gut. Worauf wartet ihr eigentlich noch?
könnte jetzt flanken. Oh, das war aber haarscharf. Von der Latte springt der Ball ins Tor aus. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Er schlägt den Ball weit nach vorne. Erstklassiges Zuspiel. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Einfach weg mit dem Ball. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Klasse, wie er den Ball da mit der Brust hat. Der weite Abschluss. Der Ball ist lang unterwegs. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und das passt und der ist drin und die Fans sind da und feiern. Erstklassig, ein fantastisches Tor. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer soll ihn jetzt eigentlich auswechseln. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Möglichkeit. Wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es Abseits war oder nicht. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, das wird gefährlich. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Aktion. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und die Intermannschaft sieht nicht gut aus, das gibt die Torchance. Jetzt die Augen nur und die Situation ist noch nicht bereinigt, auch wenn er mit den Fingerspitzen da vorher noch dran war. Der Ball geht ins Tor aus, Ecke. Ja, der Eckball direkt in die Hände des Keepers. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Der kriegte irgendwie
nicht genug Präzision hinter dem Ball und so ist das natürlich überhaupt kein Problem für den Keeper. Bloß weg mit dem! Das wird sich der Torwart gedacht haben. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Das Kopfballspiel. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet. So, und ich glaube, an das Spiel werden Sie noch lange zurückdenken. Sowas musst du erstmal wegstecken. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.